smo skoraj na 1000 metrih višine v Švici, blizu mesta St. Gallen, in glih zdaj stopava v vrtove od Alfreda Vogla, oziroma ureja jih Remo Peter, oziroma bolj znan kot Lazy Gardener. Tukaj se goji v bistvu vsa zelišča, ki jih je tudi Alfred Vogel gojil, ko je v bistvu svoje pripravke in zdravila ustvaril, ter pa zelo lep zelenjavni vrt od Lazy Gardenerja, ki je narejen brez prekopavanja, s kompostno zastirko, z dosti uporabo lesa. In gremo se malo sprehoditi, pa upamo, da ga ujamemo, ki je na delu. In že tukaj lahko vidimo, da se tudi zelišča in vse ostale zdravilne rastline gojijo na zelo bogatih tleh, bogatih s kompostom, humusom in tako naprej, in ne na revnih tleh. Zemlja za zelišča, črna, debela plast komposta, in v taki zemlji vse uspešno raste. Kaki čudovici cvetovi šentjanževke, res obilne rastline z polnimi košatimi cvetovi. Na poteh med gredicami pa res veliko lesnih sekancev, spodaj pa črna zemlja. Tukaj zdaj je pa zelenjavni vrt. Skrbnika tega vrta 3 tedne ni bilo. In če vidite, skoraj nič pleveli ni tukaj gor, ker je vse s kompostom. Du kennst ja die Hügelbeete, wie das funktioniert. Ja, langsam dekompostiert und die Wärme liegt zu den Gemüse, dass sie besser wachsen. Und ich habe unten innen Gitternetz, weißt du, engmaschiges Gitternetz, ja, dass die Mäuse nicht durch können. Ja, ich zeige dir nachher. Und diese Häckselwege, das haben die Schnecken nicht gern, weil wir haben sehr viel Regenwetter und dann kommen sehr viele Schnecken. Und darum habe ich diese Häckselwege und das haben die Schnecken nicht gern. Und den Kompost wieder nicht. Die Kompost machen sie nicht, die Schnecken. Kompost schon, aber wenn sie auf der Wiese, sie gehen dann nach hinten, die Schnecken gehen da, wo es dunkel ist und feucht ist. Und wenn du jeden Tag kratzt mit der Pendelhacke, so, dann ist der Boden braucht Luft oder Sauerstoff. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass die Kapillaren sich öffnen, dass du Luft im Boden hast und dann sind die Pflanzen auch gesund. Also ich habe jetzt gerade Brokkoli zurückgeschnitten, hat auch verblüht, aber da vorne Basilikum, der wird normalerweise 1 Meter hoch, der Basilikum hier. Und bei anderen Leuten wäre er nur so ganz klein, 20, 30 Zentimeter. Aber das hat mit der Energie der Hügelbeete zu tun. Ja, weil hier ist nicht so warm wie bei uns. Genau. Bei uns. Ja. Und was dann, wenn 2, 3, 5 Jahre durchgehen, dann muss man das wieder neu. Wieder neu, genau. Ich habe sehr mich interessiert für diesen Milch unterzugehen, aber es ist sehr viel, du machst sehr viel Arbeit. Es gibt das aber auch größer, weißt du, breiter. Also ich habe diese so Rollen, so 10, 20 Meter und dann 1 Meter breit und dann habe ich so quer einfach gelegt. Und so übereinander, dass alles abgedeckt ist. Wo kriegst du den Kompost? Im Prinzip mache ich eigenen Kompost. Ja? Also da unten beim Stall, da werfe ich alles hin und dann verkompostiert das. Und was ich auch noch habe jetzt hier Würmer drin, oder? Mhm. Und die verkompostieren alles. Und so für die Töpfe brauche ich dann das. Wenn jetzt die Beete 4 bis 6 Jahre, die sind alle jetzt 4 bis 6 Jahre.
Mhm. Die waren viel höher, die waren so 1 Meter hoch. Und dann senken sich die. Und jetzt dieses Beet mache ich hier eine Flache Mhm. und dann tue ich die Erde darüber. Ja. Und dann tue ich wieder, ich tue so Astmaterial, Mhm. Ganzes Holz. ganzes Holz und Baumschnitt und Laub und alles drauf, Ja. aufsetzen und dann die Erde wieder drauf, Weil die Erde gut ist. weil die Erde gut ist. Ja. Kräuter und Herbsten und Blumen auch mit Kompost mulcht sind. Mhm. Weil Leute in Slowenien und so denken, dass Kräuter müssen so in den In der Gras. Wiese, in der Wiese. Ja, Ja, aber es ist gut für sie, dass sie mehr Stoffen von dem Kompost kriegen, für den genau. besseres Wachsen. Genau. Wo seid ihr jetzt zu Hause in den Ferien? In St. Gallen. St. Gallen. Bioforce ist in Rockville. Rockville ist am Bodensee unten, Ja, bei Arbon. Ich gebe dir nachher die Adresse. okay. Vielleicht habt ihr Zeit. Da ist 4,5 Hektaren Heilpflanzenanbau. 4,5 Hektaren. Also Okay. große Felder von Heilpflanzen. Okay. Wäre vielleicht noch interessant, um da vorbeizugehen Okay. und das anzuschauen. Und sind alle mit Kompost gemacht. Ja. Ich gebe dir die Adresse nachher. Okay. Ob wir Zeit heute haben, dann werden wir da gehen. Съм малко гледала, първен път спит четвърта. Съм vesel, kaj je Lazy Gardener, tukaj ki upravlja to posest, nam podaril svojo knjigo. Ful je lepo. Takole, super vrt, super izkušnja. Zdaj pa gremo naprej. Dio.